Ihr Lieben, das ist unser Gebetsabend. Wir starten in das neue Jahr. Ich wünsche euch allen ein wunderbares, neues, gutes Jahr mit viel Segen von Gott. Das ist ja das, was wir uns wünschen. Also nicht nur gute Geschenke, sondern ich sage immer, das größte Geschenk ist, wenn Gott mit uns ist und uns segnet und uns auch begleitet, oder? Ja, und so schön hast du eingeschaltet. Wir freuen uns riesig, dass wir den Januar direkt mit Gebet und zusammen als ganze Kirche, als ganze Online-Community starten können, weil das ist so kraftvoll. Wir wollen 2024 nicht einfach dem Zufall überlassen, sondern ganz bewusst starten und das mit Gebet. Genau, wir werden 21 Tage zusammen beten. Das heißt, diese Woche ist so die Gebetswoche, immer am Abend, auch am Samstag und auch am Sonntag ein bisschen andere Zeiten. Und dann eine Woche drauf kommt das Abendmahlsgebet jeden Morgen um 7 Uhr. Da freue ich mich schon, weil ich bin nicht so ein Frühaufsteher, für dich kein Problem. Und dann Revival Nights. Und ich glaube, diese 21 Tage ist so mein Wunsch und mein Anliegen. Ich sage es auch für mich selber, dass ich einfach on fire bin, ready bin für Jesus. Ich sagen kann, hey, am Ende von 2024 bin ich Jesus Christus ähnlich geworden. Ich kann sagen, ich habe zugenommen an Weisheit und auch an Alter. Also Susanne, man nimmt auch zu an Alter. Aber wenn man schon im Alter zunimmt, dann lass uns auch an Weisheit zulegen. Susanne, lass uns starten mit dem Gebet, dass die nächsten 21 Tage, wo wir zusammen unterwegs sind, als eine Church, als eine Familie. Ich habe auch schon gesehen im Chat drin, ihr kommt von überall. Das ist wirklich ermutigend, einfach zu sehen, wie viele Leute dabei sind, um zu beten. Aber lass uns ganz kurz beten, ganz am Anfang, dass wir haben viel geplant, wir haben uns viel Gedanken gemacht, aber am Ende vom Tag ist es wichtig, dass wir wissen, der Heilige Geist fügt alles zusammen, es gibt wie einen roten Faden, es werden viele Leute beten, verschiedene Leute, weil es hängt ja nicht an der Person ab, sondern wir sind eine betende Community, die vertrauen, dass Gott seinen Arm bewegt und eben Zeichen und Wunder auch geschehen in unserem Leben. Ja, und Heiliger Geist, hier sind wir als ganze Online-Community. Nimm Raum ein in diesen Gebetszeit. Nimm Raum ein in den nächsten Momenten, die wir dir zur Verfügung stellen, die wir verbringen zusammen in deiner Gegenwart. Wir öffnen unsere Herzen für dich, für dein Reden. Wir öffnen unsere Gedanken für deine Gedanken. Amen. Amen. Mir ist das in den Sinn gekommen, als ich hingekommen bin, vor vielleicht 4 Jahren, 5 Jahren, keine Ahnung, gab es eine Person, die kam an jeden Gebetsabend, ja, ganz am Anfang vom Jahr, gesagt, ich brauche Gott, ich brauche einen wunderbaren Single-Mann. Und hat so eine Sehnsucht gehabt für eine Frau. Und ich habe ihn getroffen vor ein paar Wochen und habe gesehen, er ist verheiratet, hat 2 wunderbare Kinder. Und ich habe gedacht, da war doch einmal was, da war doch einmal der Januar, wo er gesagt hat, Gott, ich liege dir in den Ohren, bis ich einfach sehe, dass du Wunder machst. Es ist ja nicht so, dass wenn man nur einen Partner hat, ist man glücklich. Aber er hatte eine Not über Jahre, hat nicht gewusst, wie er das lösen kann und ging auf die Knie. Jeden Abend war er da. Die erste Person hat gesagt, ich werde so lange an Gottes Thron rütteln, bis ich diesen Durchbruch sehe. Also, was werden wir die nächsten 21 Tage machen? Ich möchte ganz am Anfang einen Überblick gehen und dann werden wir in verschiedene Themen heute hineinbeten. Es geht um den Glauben heute. Wir haben ein Buch geschrieben von Josef, Träume wie niemals zuvor. Und das ist unsere Grundlage die nächsten 5 Wochen. Das heißt, jedes Wochenende, alle Altersstufen werden über den Josef predigen. Jetzt sagen Leute, ja, aber das haben wir doch schon mal gepredigt. Sage ich, ja, vor vielen Jahren. Aber ich habe das Gefühl gehabt, während Corona konnten wir nicht mehr träumen, nicht mehr planen. Und ich glaube, es ist wie so ein Moment da, wo wir sagen, lasst uns aufstehen und Gottes Träume träumen. Ich möchte dich wirklich einladen, das Buch zu erwerben für deine Small Group, für Online, für Microchurch, auch live. Du hast unten einen QR-Code eingeblendet, das ist ganz, ganz einfach. Du nimmst dein Smartphone, scannst da rein und dann wird es dir erklärt, wo kann man das bestellen. Vielleicht sagst du, es gibt eine Person, die ist vom Glauben ein bisschen abgefallen und das wäre genau dieses Buch, das dieser Person hilft, weil das Buch ist eine Grundlage für die nächsten paar Wochen und ich möchte es bewusst auch sagen, ich und Susanne, wir verdienen nichts an diesen Büchern. Wir haben alles Copyright, gehört ICF Zürich. Das haben wir bewusst gemacht, um zu sagen, wir sind gesegnet worden von Gott, um ein Segen zu sein. Ist so eine kleine Randnotiz, aber das muss man heutzutage doch ein bisschen auch sagen, weil Leute denken, ja, logisch, der macht Werbung für das Buch, weil sie verdienen was dran. Nein, das Einzige, was wir hatten, war Arbeit, aber es hat Spaß gemacht, das kann ich euch sagen. Ja, genau. Und wir beginnen, also das heißt, diese Woche sind wir bei den 5 Lebensbereichen dran. Glaube, Beziehungen, Ressourcen, Gesundheit und Arbeit. Heute beginnen wir mit Glauben.
Gebet für deinen Glauben, und das machen wir anhand von dem Josef eben, genau, und dem Buch anhand von Josef, und das wird immer spannend, weil die Geschichte von Josef, die ist zu Ende. Wir kennen den Anfang und wir kennen das Ende von dieser Geschichte, und wir nehmen es heute als Inspiration, das Leben von Jesus für unseren Glauben und für die ganz verschiedenen Bereiche, und die werden wir ebenso durchbeten, und du kannst es als Inspiration nehmen mit der Bitte, dass der Heilige Geist dir zeigt, wo kannst du in deinem Glaubensleben Ziele setzen, dir Träume definieren oder Visionen aufschreiben, gerade auch für deinen Glauben, indem dass wir durch verschiedene Glaubensbereiche durchbeten. Susanne, es gibt eben, sagst du, was hat dann der Josef zu tun mit Glauben? Es gibt eine Sache, wo ich vor vielen Jahren gelesen habe, und das hat mich wirklich weggeflasht. Und zwar, Josef hatte ja einen Traum, er hatte zwei Träume. In dem Sinne, der Traum war aber nicht die Bestimmung, sondern Traum ist nur etwas, was sich mal anschiebt in dem Sinne. Und während du das Auto fährst, beginnt dann Gott dich zu lenken. Manche sagen, Leute, ich bin mir nicht sicher, ist der Traum von Gott. Mach es nicht zu kompliziert, steig in dein Auto und beginn mal zu fahren, und dann kann dich Gott lenken. Aber Josef, als er starb, hat Josef gesagt, ich will, dass ihr meine Knochen beerdigt im verheißenen Lande. Also der hatte Glauben, der hatte geglaubt, dass sie ein Land bekommen. Darum ist Josef auch ein Mann vom Glauben. Das heißt, immer wenn sie die Stiftshütte zusammengebaut haben, weil die Wolken- und Feuersäule weiterging, mussten sie auch die Knochen von Josef tragen. Das musst du immer mal geben. Jemand hat die Knochen von Josef getragen und gesagt, der Mann hat einen Wunsch gehabt, dass seine Knochen im verheißenen Land beerdigt werden, begraben werden. Das heißt, war ein Mann von Glauben, der hat nicht nur seine jetzige Situation gesehen, sondern effektiv auch das Ende. Darum ist er ein Mann von Glauben. Das Erste, was wir heute zusammen beten möchten, ist Glaube an einen göttlichen Plan. Vielleicht ist das nichts Neues für dich, aber ich möchte wirklich ganz bewusst beginnen, dass du glaubst, dass Gott hat einen göttlichen Plan für dich. Das ist unser allererster Punkt. In 1. Mose 37, Vers 10 heißt es, ich möchte es euch vorlesen, diesmal erzählte er den Traum auch seinem Vater. Es hat den Traum das zum dritten Mal jemand gesagt, und der Vater sagte, was soll das? Schimpfte der. Bildest du dir etwa ein, dass wir alle, dein Vater, deine Mutter und deine Brüder, uns dir unterwerfen? Hatte diesen Traum, dass die Brüder sich vor ihm niederbeugen möchten. Und jetzt möchte ich gar nicht zu fest eingehen, ob er arrogant oder nicht arrogant gewesen ist. Und ich finde es spannend, es ist nicht so, dass wenn deine Motivation korrekt ist, dass dann Gott mit einer Berufung kommt. Dann könnte Gott vermutlich lange warten. Ich möchte dir sagen, auch wenn du Dinge verbockt hast in den letzten Monaten oder die letzten Jahren, dann ist es nicht so, dass Gott sagt, ich warte, bis du alles wieder in der Reihe hast und dann komme ich mit einer Berufung. Das ist nicht der Fall. Und ich möchte ganz bewusst jetzt beten, dass du beginnst zu glauben, Gott hat einen Plan für mich, und ich sage dir auch, warum ich für das bete. Weil manchmal sagen Leute, ja, ich habe gestartet und Gott hat mir einen Calling gegeben. Ich habe eine Berufung, eine Bestimmung. Und dann schaust du dein Leben an und denkst du, ja, aber das ist weit weg von dem, was ich glaube, ich sein sollte. Zwischen Realität und Erwartung gibt es eine große Kluft. Und dann irgendwann wirft man das Handtuch. Und ich habe zu viele Leute gesehen in den letzten Jahren, die haben das Handtuch geworfen. Josef hatte 13 Jahre das Handtuch werfen können. 13 Jahre ist eine, ganz ehrlich, lange Zeit. Und es fühlt sich nämlich so an als unendlich. Und Josef hat das Handtuch nicht geworfen, es kam aber anders, als er gedacht hatte. Und ich möchte einfach mit uns zusammen jetzt beten, ganz bewusst, dass der Heilige Geist dich nochmals daran erinnert über deine Aufgabe. Vielleicht sagst du, ich habe keine Ahnung, doch dein Herz schlägt für etwas. Du hast eine Leidenschaft für etwas, Leidenschaft für Grafik, eine Leidenschaft, um zu schreiben, eine Leidenschaft, um zu tanzen, eine Leidenschaft, um Menschen sozial zu dienen, eine Leidenschaft, Menschen zum Glauben zu bringen. So diese Leidenschaft ist fast immer mit einem Traum in dem Sinne verknüpft. Also ich möchte mit dir jetzt zusammen einfach beten, weil Gott hat einen göttlichen Plan mit dir. Vater im Himmel, ich bin so dankbar, dass du niemals an mir einfach vorbeiziehst, weil ich gewisse Dinge nicht verstehe, weil ich vielleicht gewisse Dinge auch falsch gemacht habe, bewusst oder unbewusst. Ich bin dir so dankbar, dass du nicht einfach deine Träume auf Menschen ausgießt, die perfekt sind, sondern du nimmst mich, wie ich bin. Du umarmst mich, wie ich bin, aber in deiner Gegenwart werde ich verändert. Und das ist so schön zu wissen, dass man bei dir nicht bleiben kann, wie man ist, sondern man wird bei dir verändert in das Bild, das du über mich hast.
Und ich möchte dir jetzt einfach so ein Bild malen. Und jetzt stell dir das ganz kurz vor, wo auch immer du betest, dass jetzt Gott dich umarmt. So von ganz so, mit den Armen. Also bis zum Rücken so. Und du bist wie so eingeklemmt, aber positiv. Hast du das Bild? Und das ist so jetzt die Position, wo Gott dich so in den Arm nimmt, so wie einklemmt. Und dir jetzt bewusst sagst, du kannst nirgendwo hingehen ohne meine Gegenwart. Du kannst dich auch nicht verstecken, ohne dass ich dich sehe. Aber ich möchte dir sagen, jetzt, wo ich dich so fest umarme, spürst du meinen Herzschlag. Und mein Herzschlag wird nie aufhören zu schlagen für dich. Und du spürst diesen Atem von Jesus. Und das kann jetzt auch sein, dass Jesus dir jetzt in dem Moment ein Wort in deinen Geist, ein Wort in deinen Ohren flüstert. Weil Gott war nicht zu hören im Sturm, er war nicht zu hören im Feuer, er war nicht zu hören im Donner. Da war eine Stimme, die hat ganz leise gesprochen und in diesem leise hat es gehört. Und ich sage dir jetzt, du hörst jetzt die Stimme Gottes in deinem Geist, in deinem Herzen, in deinen Gefühlen, jetzt. Und Gott dir sagt, dein Leben ist noch nicht zu Ende. Du hast noch nicht alles gemacht und getan, was ich mit dir vorhabe, weil Gott kann größere Dinge tun, als wir uns das jemals vorstellen oder auch nur erahnen können. Also nimm dieses Bild, er umarmt dich. Und lass uns das für ein paar Augenblicke einfach so das innerlich spüren und fühlen, weil Gebet ist nicht ein Monolog, es ist ein Dialog, ein Dialog, ein Dialog. Und etwas, was du jetzt spürst, man kann die Gegenwart Gottes spüren. Ich möchte nicht sagen, es geht um die Gefühle, aber Gefühle sind doch auch ein Teil im Reich Gottes. Gott hat uns nicht erschaffen ohne Gefühle. Die sind auch ein Teil, aber Gefühle sitzen nicht auf dem Thron. Aber sie sind da als eine Realität. Und jetzt nimm das und ich spüre jetzt gerade, dass bei einigen etwas abgeht. Da geht bereits etwas ab bei diesem Gedanken, Gott umarmt mich, weil die einen sagen, ja, wer bin ich, dass Gott mich umarmt? Und andere sagen, aber wenn er mich umarmt, habe nicht das Körpergewicht, das ich gerne hätte und habe nicht das erreicht, was ich hätte tun sollen müssen. Alle diese Themen kommen hervor, aber das ist jetzt in dem Moment nicht der Punkt. Es ist wie ein Vater, oder eine Mutter, dass das Kind umarmt und wie in diesem Schwitzkasten, positiv gesprochen, nicht loslässt. Und vielleicht zappelt das Kind, weil es sagt, das geht mir zu lange, ist mir zu nahe, zu intensiv oder ich habe noch andere Pläne. Aber wir starten das neue Jahr nicht mit unseren Plänen, wir starten das neue Jahr nicht mit unserer Agenda, wir starten das neue Jahr nicht mit den Dingen, die wir mitgenommen haben von 22, 23. Nee, machen wir nicht. Sondern wir sagen, Vater im Himmel, umarme mich, begegne mir, wie du Josef begegnet bist in einem Traum. Es ist ein Wort, es ist ein Gefühl, es ist ein Gedanke, es ist eine Sache, die dir wieder in den Sinn kommt. Und mit der Umarmung, die Gott, der Vater, dir jetzt gibt, sagt er dir auch, dass du Teil bist einer größeren Perspektive, Teil eines größeren Plans. Und weil du weißt, dass du Teil eines größeren Plans bist, verändert das deine Lebensperspektive. Und das spreche ich über dir aus im Namen Jesus, dass du merkst, dass du nicht irgendwo alleine floatest, irgendwo ungesehen, sondern durch diese Umarmung vom himmlischen Vater, dass du spürst, du gehörst zur Familie Gottes, du gehörst zu einem größeren Plan im Namen Jesus. Also ich lade dich ein, bleibe bitte in diesem Bild noch ein bisschen, verinnerliche dich das, also lass uns nicht zu schnell da weggehen, es ist mir mega, mega wichtig, dass wir das spüren, weil es geht mega viel ab. Und während du dieses Bild nimmst, Jesus umarmt dich oder Gott umarmt dich im Schwitzkasten, wird unsere Band ein Lied singen, Let Your Fire Fall Above All Else. Und einfach während du dieses Worship-Lied hörst, also sie singen für dich, du kannst dich einfach das anhören, du kannst es auch mitsingen, aber verlass diese Position für einen Moment nicht, wo Jesus dich umarmt. Und dann hör und spür, was abgeht. Also das ist jetzt bereits schon ein Dialog. Und wenn du da schon hängen bleibst beim Gebet, das spielt keine Rolle, spielt gar keine Rolle, wo Gott dich berührt, Hauptsache er berührt dich. Wenn du merkst,
In den ersten paar Momenten hat Gott mich schon abgeholt. Praise the Lord. Das ist Gebet. Gebet ist am Ende vom Tag, dass ich Gott erlebe. Also nimm die Position, er umarmt dich. Und die Band singt das Lied Let Your Fire Fall Above All Else. Mountains will fall, darkness will tremble, all fear removed in the light of your glory. We lift you high, high above all else, for you are Ich segne dich jetzt gerade mit diesem Feuer Gottes. Ich segne dich mit dieser Leidenschaft Gottes und ich segne dich jetzt ganz, ganz, ganz bewusst. Die Gunst Gottes war mit Josef in allem, was er tat. Der Herr war mit Josef und Gott war mit Josef und Gott war wieder mit Josef und Gott war wieder mit Josef, weil Josef war auch mit Gott. Und ich segne dich wirklich nochmals, dass alle diese Dinge, die abgestanden sind, alle diese Dinge, die nicht so gekommen sind, wie du dir das vorgestellt hast oder wie du das geplant hast oder den Eindruck gehabt hattest, Gott erfüllt in dem Moment diese Dinge. Das sind Enttäuschungen da, das sind auch Frustmomente, die da sind und das sind auch vielleicht gewisse Worte, die gefallen sind, die immer noch in deinen Ohren klingen und auch gewisse Erlebnisse, wo Freundschaften auseinandergegangen sind. Da wurden giftige Pfeile geschossen, du wurdest vielleicht gemobbt, du bist vielleicht in gewissen Dingen zu kurz gekommen. Also man hat gewisse Dinge gegen deine Gunst dir weggenommen. Alle diese Themen, die du erlebt hast im letzten Jahr, bete ich einfach da, wo diese Löcher entstanden sind, weil die Bibel sagt, er trägt die Berge ab und erfüllt diese Löcher, diese Täler. Und ich fühle das jetzt mit Susanne zusammen. Gott hat gesagt, wenn die Leiter einer Church beten für die Menschen, die krank sind, und ich sage auch da, wo es Löcher gegeben hat, ist es nämlich auch eine Krankheit. Das ist wie etwas, was ein Manko da ist. Und ich fühle diese Löcher, diese Enttäuschungen, diese Niederlagen, diese Dinge, wo dir Dinge geraubt worden sind, im Namen von Jesus Christus. Und ich bete, dass das Feuer Gottes nochmals auf dich fällt und nochmals Dinge verzehrt, auch nochmals Dinge wegbrannt, die gegen dich sind. Also ein Feuer kann auch schlechte Dinge wegbrennen, Dinge, die es nicht mehr gebrauchen darf und sollte. Ich möchte dich bitten, brenne alle Freundschaften weg, die uns hindern, Jesus Christus, dir ähnlicher zu werden. Jesus, brenne alle Freundschaften weg, die uns hindern, in unsere Berufung hineinzukommen. Brenne alles weg von meiner Agenda, das nicht von dir in die Agenda hineingesetzt worden ist. Jesus, ich bitte, ich brenne alles weg, was in meinem Herzen aufsteht und ich mich selber verwirklichen möchte, weil ich gewisse Dinge selber bewegen möchte. Brenn diese Dinge weg. Ich möchte dich bitten, brenn diesen Streit weg, den Geist vom Jähzorn, der Geist von den Süchten, von den Bindungen. Alle diese Dinge bete ich mit dem Worship-Team zusammen, weil Worship ist nichts anderes, sind ausgesungene Gebete und das Worship-Team hilft uns, manchmal Dinge ganz anders zu formulieren, wie wir es oft nicht formulieren können. Und dieser Segen und dieser Feuer Gottes fällt jetzt auf dich nieder im Namen von Jesus Christus. Und ich bete, dass du es spürst, das soll kribbeln. Und du sollst jetzt merken, mein Kopf wird heiß und mein Herz beginnt zu brennen. Die ehemals Jünger haben gesagt, hat unser Herz nicht gebrannt, als er mit uns sprach, als er uns die Schrift erklärte. Und während wir jetzt beten, möge dein Herz beginnen zu brennen. Vielleicht
werden deine Hände ganz, ganz heiß. Vielleicht werden deine Füße ganz, ganz heiß. Vielleicht werden deine Ohren ganz, ganz heiß. Vielleicht werden an gewissen Körperstellen, wirst du mega heiß. Und Gott beginnt jetzt in dir ein Heilungswunder. Gott hat so viele Facetten. Gott ist nicht nur einfach ein sachlicher Gott. Gott hat viele Emotionen und ich bete das in dich hinein. Amen. Susanna, das nächste im Leben von Josef, ich möchte jetzt gerade einen Sprung machen. Man hat, das hört man jetzt nicht gerne, man hat ständige Glaubensprüfungen. Ausgerechnet, trotz Gunst, trotz die Gunst, die Josef erlebt hat, gibt es ständige Glaubensprüfungen. Und ich möchte hier vorlesen, was steht in 1. Mose 37, Vers 28. Und so holten sie Josef aus dem Brunnen und verkauften ihn für 20 Silberstücke an die ismaelitischen Händler, die ihn mit nach Ägypten nahmen. Das war unlängst nachdem er diese Träume gehabt hatte. Also er hatte fantastische Träume, wo die Menschen und vor allem seine Familie sich vor ihm niedergebeugt hat und kurz danach wird er verkauft. Kurz danach hat er eine riesige Glaubensprüfung. Also es ist natürlich so, wenn wir das nicht so erklären, dann ist es ein bisschen ein einseitiges Evangelium. Also wenn man sagt, die Gunst Gottes war mit Josef und das ist so, und ich möchte das auch aussprechen, die Gunst Gottes ist mit dir, die Salbung Gottes ist mit dir. Niemand kann die Salbung von dir stehlen, niemand kann die Gunst Gottes von dir stehlen, niemand kann diesen Frieden stehlen, der Heilige Geist in dich hineingelegt hat, weil die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Herzen. Und das ist das, was die Welt ja nicht versteht. Leute sagen, bist du gaga, dass du an Gott denkst, bist du gaga, dass du in die Kirche gehst, bist du gaga. Du kennst diese Worte, dass Leute hören. Und dann hörst du diese Worte und denkst du, die haben gar keine Ahnung, der innere Frieden. Und der innere Frieden ist nicht etwas, was bei uns betäubt wird durch Substanzen, die man nimmt, sondern es ist der Geist Gottes. Das geschieht in der Worship, das geschieht, wenn Christen zusammenkommen. Das merkst du ja, wenn wir zusammenkommen in der Small Group. Jesus ist in der Mitte. Das ist nicht einfach eine Floskel, das ist eine Atmosphäre, ein Ambiente, der die Welt in der Art und Weise nicht kennt. Und wir kommen ja nicht zusammen, weil wir perfekt sind. Wir bringen unsere Themen und achte mal, am Abend geht man erweckter nach Hause, als man gekommen ist. Und ich möchte mit Susanna zusammen beten, dass auf dem Weg, den du gehst, gibt es eben Prüfungen. Und das Wort Prüfungen habe ich am Sonntag für mich so erklärt, dass ich das annehmen kann, weil Prüfung ist für mich immer so, Gott testet uns. Das kann man kann bestehen oder man kann versagen. Aber ich finde das Bild von Michelangelo eben schöner. Am Ende vom Tag geht es vielleicht in die gleiche Richtung. Er hatte diesen bekannten David geschnitzt aus einer Marmorsäule. Leute haben gesagt, wie war das möglich? Und er hat gesagt, es war einfach. Ich habe alles von der Marmorsäule weggehauen, was nicht zu David gehörte. Und das ist für mich ein Bild, wo eben auch Bruder Klaus schon sagte, Gott, nimm alles weg von mir, was mich hindert zu dir. Und ich würde gerne mit euch zusammen jetzt einfach beten, dass Gott uns stark macht, weil Gott wird dir nie mehr aufladen, als du tragen kannst. Nie, nie, nie. Das ist die Gunst Gottes. Das ist nicht einfach so, gehst ins Krafttraining 300 Kilo und Gott denkt, du bringst nicht mal einen Stoß hin, das macht Gott nicht. Er kennt das Maß. Und das ist auch die Gnade Gottes, weil Gott uns das zumutet. Und bei den einen kann es sein, dass Gott dir wirklich viel zumutet, aber Gott auch sagt, du kannst es auch tragen. Ja, und währenddem wir uns bereit machen fürs Gebet, möchte ich dir einfach ein Bild malen, was du in dieser Zeit, wo du Glaubensprüfungen erlebst, und da steckst du vielleicht gerade drin, was du für Möglichkeiten hast. Wir müssen das nicht einfach über uns ergehen lassen. Man liest nicht viel, was Josef Gefühle in dieser Zeit gemacht haben, aber wir wissen aus Erfahrung, dass darin dass wir darin einen lernenden Glauben entwickeln können. Und lass uns mit diesen Gedanken ins Gebet gehen, dass wir uns aktiv wundern können. Was wir damit meinen, ist, dass wir Gott unser Herz ganz ehrlich ausschütten können. Was ist unsere Not? Was beschäftigt uns? Was macht uns Mühe? Du musst es nicht einfach schweigen, sondern in den Glaubensprüfungen drin kannst du Gott sagen, was dir schwerfällt. Du kannst ihm sagen, wie du dich fühlst. Du kannst ganz ehrlich sein. Du kannst auch aktiv warten in den Glaubensprüfungen drin. Du musst es nicht einfach über dich ergehen lassen. Und wenn
wenn wir gleich beten, dann beten wir auch für Ideen, für Gedanken, dass Gott dir die nächsten Schritte zeigt in deinen Glaubensprüfungen. Gerade von der Geschichte von Josef wissen wir, dass er im Gefängnis zum Beispiel oder bei Potiphar nicht einfach, wie sagt man so zurückgelehnt war und einfach das Opfer der Umstände, sondern er hat jeden Tag geprägt mit seiner Haltung und das konnte er lernen. Wir können aktiv worshipen, wir können aktiv warten und wir können uns aktiv wundern in den Glaubensprüfungen drin. Susanne, genau, zu dem ist jetzt gerade mir ein Gedanke gekommen, während du gesprochen hast. Es ist ja ein interaktives Gebet. Das ist ja nicht so, dass wir alles vorbereitet haben. Das ist auch schön, dass plötzlich sie spricht und ich denke, oh, auf den Notizen ist was anderes gekommen. Ich schreibe jetzt euch in den Chat eine Frage und ihr könnt das beantworten, wenn ihr wollt. Was willst du von 2023 loslassen, um neu ins 2024 zu starten? Schreib es bitte ganz kurz in den Chat hinein, wenn du das willst, weil das ist ein Statement. Ich glaube an die Kraft vom Chat. Sind ausgesprochene Sachen, die man ausspricht. Und was man ausspricht, ist eben an der Oberfläche. Der Teufel kann es nicht mehr versteckt halten. Und ich weiß, es braucht ein bisschen Mut, gewisse Dinge reinzuschreiben. Aber ich glaube, es ist ein Statement, wo du einfach jetzt auch ganz konkret merkst, doch, da gibt es Themen, mit denen will ich nicht in das neue Jahr starten. Es ist ja nicht so, dass du es nicht schon letztes Jahr probiert hast. Das ist gar kein Thema. Also schreib das bitte in den Chat rein. Also was willst du vom 2023 nicht mehr mitnehmen in das 24? Schreibt es rein in den Chat. Genau, ich hoffe, da schreibt ihr schon fleißig rein. Ihr seid mit mir drin, genau, keine Kompromisse zu machen. Ich habe auch gewisse Dinge, die ich nicht mitnehmen möchte im Jahr 2023. Zum Beispiel eine Sache ist bei mir beim Essen. Also es ist schon bei mir gefühlt, seit ich lebe, ein Thema, das ist mein Essen. Aber ich habe mich entschieden, gewisse Verhaltensmuster nicht in das neue Jahr mitzunehmen. Das habe ich mich entschieden. Jetzt kann natürlich das sein, wenn ich jetzt das euch so sage, ist ja nicht einfach so, ich sage das und das Problem ist gelöst. Nein, ich weiß, es werden Challenges kommen, es gibt vielleicht Tage, wo ich vielleicht keinen Bock habe, aber ich habe mich entschieden und auch mir überlegt, wie kann ich das ganz konkret auch meistern. Und ich habe das runtergebrochen in ganz kleine Einzelteile und ich habe das schon erwähnt, dass ich am Sonntag zum Beispiel kein Brot mehr esse und auch kein Kaffee mehr trinke im ICF. Genau, habe ich gemacht. Das hört sich so banal an, aber das war der erste Schritt. Und aufgrund von dem kam ein zweiter und ein dritter Tag zusammen und wir kamen auch kein Brot mehr zu Hause. Wir haben kein Brot mehr zu Hause. Also weil wir kein Brot zu Hause haben, kann ich schon zu Hause kein Brot mehr essen. Das sind ganz, ganz praktische Dinge, aber das habe ich ausgesprochen. Das sind manchmal ganz, ganz banale Dinge. Und das musst du gut hören, was du praktisch eben machst. Leute denken, das ist ja gar nicht geistlich. Es ist eben mehr geistlicher, was du denkst, was du im Praktischen tust, hat später auch eine Auswirkung auf das Geistliche. Und es ist oft so, dass das Praktische geht voraus. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich werde nicht mehr rauchen. Nur ein Beispiel. Dann ist das ja ein ganzes Verhalten dahinter und auch Momente und Gefühle. Und wenn du das überwindest, wirst du plötzlich merken, also wenn ich das nicht mache, ja was dann? Du hast ein Loch und das muss gefüllt werden mit göttlichen Dingen. Plötzlich das eine lässt man los und Gott füllt neue Dinge. Darum möchte ich euch wirklich motivieren, wenn man es alleine schon ausspricht. Das hat mehr Kraft, als du denkst. Weil Gott sprach mit einem Wort, sprach Gott Himmel und Erde. Gott hat nicht ein Konzept, hat ein Konzept gehabt, das ist keine Frage, aber hat nicht mit den Händen die Kugel und die Menschen geformt, sondern Gott sprach ein Wort. Und das war einzige Mal, wo Gott die Hände nahm, war, als er den Staub nahm, den Lehm nahm und den Menschen formte. Und von da an waren es wieder die Worte. Darum, wenn man Dinge ausspricht, hat das krassen Power. Und ihr habt so viel in den Chat reingeschrieben, was ihr alles loslassen wollt. Und wenn man etwas loslässt und hingibt, dann darf man auch etwas Neues empfangen. Und genau dafür möchte ich jetzt beten, dass dass wir zusammen empfangen können, dass wir anstatt Groll, anstatt der Gedanke um die Krankheit, anstatt der Gedanke um Partnerwahl und was ihr alles geschrieben habt, dass wir Worship-Haltung empfangen können, dass wir aktiv warten können in dieser Zeit, das, was wir jeweils mit Süchten gefüllt haben, dass Gott uns Wege aufzeigt, was wir dann anstelle davon tun können. Und dafür möchte ich dich bitten, Heiliger Geist, dass du uns jetzt füllst. Wir haben dir Dinge
Dinge hingegeben. Wir haben dir Groll hingegeben. Wir haben dir Streit hingegeben. Wir haben dir die Sorge um Kinder hingegeben. Und jetzt möchten wir von dir empfangen. Ein Worship-Herz. Dass in dieser Zeit, wo wir nicht wissen, wie das Ganze ausgeht, dass wir dich anbeten können. Gib uns Songs in unsere Herzen und wir empfangen diese Songs. Wir empfangen, dass wir genau diese Spanne, bis das Neue kommt, dass wir das mit Worship füllen können, dass wir das füllen können, indem wir dir immer und immer wieder erzählen können, was uns drückt, wie es unserem Herz geht und es vor dir ausleeren, damit es du neu mit deiner Liebe füllen kannst. Und ich möchte dir Danke sagen, dass du uns nicht einfach in diesem Spannungsfeld hängen lässt, genauso wie dass du Josef nicht einfach hängen lassen hast, sondern du warst mit ihm, Schritt für Schritt. Wir suchen dich, Jesus. Wir suchen deine Gegenwart. Und wir füllen das, was wir losgelassen haben, mit deiner Liebe. In Römer 5, Vers 5 steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und komm du, Heiliger Geist, mit einer neuen Fülle von der Liebe Gottes, jetzt in diesem Moment hinein, wo wir all diese Dinge losgelassen haben. Ja, genau. Und aus dem Chat hier hinten, ich habe diesen Chatverlauf von euch und das ist wirklich, das ist eine Ladung von Dingen, die wir Gott einfach hinhalten. Wie gesagt, ich und Susanne haben ja auch Dinge, die wir da Gott hinhalten. Und ich möchte zudem jetzt euch ganz konkret den nächsten Punkt bringen, wie wir für das beten können, ist Glaube als eine Stütze. Der Glaube ist mehr als einfach ein bisschen so, man pinselt und sagt, ja komm, das kommt schon gut. Ich sage immer Motivational Speeches, die sind herzig, aber die verändern nicht so viel. Das heißt in 1. Moses 39, Vers 2 bis 3, HF heißt aus der Hoffnung für alle Bibel, da heißt es, der Herr half Josef, sodass ihm alles glückte, was er unternahm. Er durfte im Hause arbeiten und auch Potiphar merkte bald, dass der Herr auf seiner Seite stand und ihm großen Erfolg schenkte. Und ich möchte jetzt beten, dass Gott euch bei all diesen Dingen, die ihr proklamiert habt, die ihr aufgeschrieben habt, ihr hattet auch den Mut, das auszusprechen, weil man kann sie auch in dem Sinne auch lesen. Und ich finde, es ist auch gar nicht so schlimm. Weil es ist gut, dass man weiß, wir sind zusammen unterwegs. Weil was ich so schlimm finde, wenn wir das Gefühl haben, ja, ich bin perfekt und man sagt die Dinge nicht voneinander. Wir sind alle im gleichen Boot, niemand ist perfekt. Der Einzige, der perfekt ist Jesus Christus und den beten wir an und von ihm kommen diese wunderbaren Wunder. Und wenn wir beten, lass uns beten, dass Gott unsere Augen segnet für das, was wir sehen, dass Gott unseren Mund segnet für das, was wir aussprechen, dass er unser Herz segnet, dass wir Ruhe und Frieden empfangen können und dass er unsere Füße segnet und unsere Hände für unsere Taten. Ja, lass uns das doch gerade so machen, ganz, ganz praktisch. Also lass uns mal unsere Hände auf die Augen legen und dann betest du für das Erste, ich für das Zweite, das Dritte, dann gehen wir das schön durch. Aber lass uns mal mit den Augen beginnen. Himmlischer Vater, ich segne unsere Augen, dass sie mehr sehen, als man mit dem natürlichen Auge sehen kann. Ich segne unsere geistlichen Augen, dass sie die Dinge sehen, genauso wie der Elia gebetet hat, dass sein Diener die ganzen feurigen Wagen sehen konnte, die auf ihrer Seite waren und viel größer als das feindliche Heer. Ich segne unsere geistlichen Augen, dass sie sehen, was du zeigen möchtest. Jetzt legst du deine Hand auf den Mund, worüber sprichst du, weil über das, was wir sprechen, ist sehr oft, was uns auch belastet, uns auch bedrückt und auch vielleicht uns irritiert. Aber es kann auch sein, dass wir mit unserem Mund auch Dinge aussprechen, die noch nicht da sind, die aber kommen werden, weil mit unseren Worten kreiert man eben Leben. Man kann mit Worten auch etwas zerstören und töten. Du kannst ein Wort ganz, ganz gemein und fies sagen und eine Person ist gekränkt und man kann das ein Wort sagen und eine Person blüht total auf. Und darum, Vater im Himmel, ich habe diese Dinge jetzt ausgesprochen mit meinem Munde. Ich habe sie ausgesprochen mit meinem Munde in diesem Chat als ein Statement. Das sind meine Themen. Und berühre du von nun an meine Worte, dass ich sage, du wirst für mich sorgen, weil du bist mein Yahweh Jireh, mein Versorger.
Du wirst mich heilen, weil du bist Yahweh Rapha, Gott der Arzt. Und du wirst mir einen Frieden schenken, weil du bist Yahweh Shalom. Also ich nehme das und ich drehe es in das, was Gott für mich zugesagt hat. Ja. Und Josef war ja alles andere als in perfekten Umständen, weit weg von zu Hause. Er hat bestimmt seinen geliebten Vater vermisst, auch die Brüder, obwohl sie ihn gehasst haben. Er war in einem fremden Land, wo man nicht seine Sprache gesprochen hat. Und trotzdem spürte er die Gegenwart von Gott. Und genau mit diesem Frieden von Gott, der allen Verstand übersteigt, segne ich dein Herz. Mit dieser Ruhe. Vielleicht spürst du Unruhe und vielleicht bist du aufgewühlt. Und das geben wir Jesus ab. Und wir empfangen seinen übernatürlichen Frieden, der allen Verstand übersteigt, für unser Herz. Wir segnen unser Herz mit diesem übernatürlichen Frieden. Genau, jetzt habe ich auch meine Schuhe auf den Tisch getan. Das darf man nur, weil ich jetzt für die Füße bete. Genau. Stell dir mal vor, dass meine Mutter, Ja, wenn das meine Mutter gesehen hätte. Lass uns diesen Bibelvers von Josef, weil wir ja schon im Josef drin sind, lass uns diesen Bibelvers prophetisch nehmen, dass es nicht nur Josef erlebt hat, weil der Gott, der bei Josef war, ist auch der Gott, der bei dir und bei mir ist. Also, weil da steht gerade so viel von Unternehmen und Arbeiten und das ist alles, was man mit den Füßen und mit den Händen tut. Und ich bete für deine Füße, für deine Hände, das sind deine Taten. Und ich spreche über dir aus, der Herr half, jetzt kannst du deinen Namen reintun, Ja. Leo oder Susanna, der Patrick, sodass ihm alles glückte, was er unternahm. Er durfte im Hause arbeiten und auch dein Chef, dein Umfeld merkte bald, dass der Herr auf seiner Seite stand und ihm großen Erfolg schenkte. Und ich bete mit uns zusammen für alle diese Themen. Du wirst neue Wege gehen, du wirst neue Dinge berühren und deine Hände sind gesegnet mit der Gunst Gottes, dass das, was du berührst, ist gesegnet. Da, wo du hingehst, ist gesegnet, weil die Gegenwart und die Präsenz Gottes ist mit dir in allem, was du tust. Du bist ein Licht in dieser Welt und du scheinst die Güte Gottes in diese Welt hinein. Und man sieht den Unterschied. Du machst einen Unterschied auch dann, wenn du das nicht empfindest und nicht siehst und auch nicht so vielleicht gerade siehst in Taten. Aber ein Licht sieht man und ein Licht verdrängt immer die Dunkelheit. Und was mich beeindruckt bei diesem Vers ist, dass da steht, er durfte im Haus arbeiten. Also schau mal, offensichtlich war Josef ein Brain. Das kann man aus seiner Geschichte lesen. Seine Brüder mussten aufs Feld und schon damals beim Vater konnte Josef zu Hause bleiben. Und wie gütig ist der Gott im Himmel, dass er Josef jetzt auch, er musste nicht die Sklavenarbeit auf dem Feld verrichten und nicht das eine gegen das andere ausspielen, aber wie gütig ist unser Gott, wo ich jetzt einfach mal interpretiere, dass Josef mehr ein kopflastiger Mensch ist, der den Intellekt, der intellektuell war und diese Arbeiten erledigen konnte. Wie gütig ist er, dass da steht, er durfte im Haus arbeiten. Und das spreche ich dir einfach zu. Du hast einen gütigen Vater, der genau sieht, wie du gewickelt bist, wie du gestaltet bist, was für Talente das du hast, was für Begabungen das du hast. Und in der unsichtbaren Welt spreche ich jetzt aus, dass wir an den richtigen Platz gesetzt werden, wo unsere Talente und unsere Begabungen zum Aufblühen kommen. Und wenn da etwas noch nicht in der göttlichen Ordnung ist, dann soll sich das jetzt bewegen im Namen Jesus. Lass uns nochmal so einen Song hören von der Band You Make Me Brave. Also er macht mich mutig und das ist auch ein Statement, dass in allem, wo wir durchgehen, Gott hat uns nicht den Geist der Angst gegeben, nicht einen Geist, genau wie heißt es, der Geist der Angst. Er hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich war jetzt im Englischen drin, darum habe ich einen Hänger gehabt in dem Sinn. Lass uns einen Song hören, You Make Me Brave, auch als ein Gebet. Du machst mich stark in dem, wo ich drin bin,
Weil, wie gesagt, Gott ist ja mit dir. Wir haben in Weihnachten gesungen, Immanuel. Ich weiß, Weihnachten ist vorbei, aber Immanuel finde ich eben so ein schönes Wort, das heißt, Gott ist mit uns. Wenn Gott mit uns ist, dann können Umstände sind nicht immer so, wie man das gerne hätte, weil unsere Freude ist nicht abhängig von den Umständen, sondern von einer Person und das ist Jesus Christus. Und darum, wenn er bei uns ist, dann bekommst du Mut, auch gewisse Dinge loszulassen, aber auch gewisse Dinge zu tun, weil die Menschenfurcht ist plötzlich nicht mehr das Thema. Lass uns den Song mit der Band singen, You Make Me Brave. We are chosen by your grace now, and we won't go back. No, we won't go back. No, no. We will follow under your name, and we won't go back. No, we won't go back. No, no. We are chosen by your grace now, and we won't go back. No, we won't go back. No, no. We will follow under your grace, and we won't go back. No, we won't go back. No, no. Oh, Jesus. Make us brave with all that strength. Oh, Jesus. Oh, the life you make us feel it. Oh, Jesus. Make us brave with all that strength. Oh, Jesus. Oh, the life you make us feel it. Hey, ihr Lieben, Gott hat dich ausgewählt, genauso wie er Josef ausgewählt hat, für deine bestimmte Aufgabe. Beim nächsten Punkt geht es um Orientierung und Richtung durch Glauben. Und das Spannende ist, Josef steht vor dem Pharao. Das musst du dir mal geben. Das braucht extrem Mut. Und genau der Glaube, der hat ihm in diesem Mut Orientierung und Richtung gegeben. Susanne, ein kleines Detail, was man eben überliest. Es war früher so, wenn jemand kam und hat einen Traum vom Pharao gedeutet, dass dem Pharao nicht passte, weil er es nicht gut fand, hat er die Propheten umgebracht. Also Josef war nicht einfach da und hat gedacht, wow, krass, jetzt werde ich befördert, sondern der stand da, der hat nicht gewusst, werde ich leben oder nicht leben. Also das Erlebnis am Brunnen war das eine, da war er schon tief unten. Und dann hat er das alles überlebt, steht vor dem Pharao, der mächtigste Mann der damaligen Zeit. Und er hat ihm eigentlich eine Botschaft gegeben, die war nicht nur so positiv mit diesen guten und schlechten Jahren. Und er hat gesagt, es tut mir mega leid, Gott hat mir einen Traum gegeben, ob du das gerne hättest oder nicht. Und ich möchte mit dem sagen, das kann sein, dass sich Gott in diesem Jahr in Situationen hineinsetzt, wo du wirklich vor Leuten stehst mit Rang und Name und mit Position und mit Autorität. Und dann beginnt dein Herz höher zu schlagen. Und die Bibel sagt, wir müssen uns keine Sorgen machen, was wir sagen sollten, weil der Geist Gottes wird uns in dem Moment das Wort in den Mund legen, um ein Zeuge zu sein. Das bedeutet, dass man nicht alle Fakten und alle Antworten zusammen hat. Das heißt, man steht da in dem Bewusstsein, ich bin ausgeliefert der Gnade Gottes. Und das möchte ich bewusst über dir aussprechen, dass du solche Situationen erleben wirst. Und darum, Susanne, lass uns einfach für das beten, dass Gott uns leitet und führt in diesem Jahr. Ja. Und wir sprechen aus, genauso wie das Josef gesagt hat in 1. Mose 41, Vers 16, Gott im Himmel, ich selbst, ich kann das nicht. Aber du, Gott, du wirst mir Antwort geben, du wirst mir Orientierung geben, du wirst mir Richtung geben. Ich glaube an dich. Und der Glaube ist das tragende Element für das, was man noch nicht sieht, bis es Wirklichkeit wird und dass es Wirklichkeit wird. Und wir geben dir unsere Angst, dass du nicht wirkst, Gott.
Und wir sagen dieser Angst ins Gesicht, aber Gott wird. Und wir geben dir die Angst, dass ich nicht genüge. Und wir sagen dieser Angst von Minderwert, aber Gott wird. Aber Gott wird. Und wir geben dir die Angst, dass ich nicht genug bin. Ich gebe dir mein Leistungsdenken. Und ich sage über meinem Leistungsdenken, ich fülle mich damit. Und wir fühlen uns damit, dass du sagst, aber Gott wird. Und wir geben dir die Angst über das, was die Leute denken, wenn ich plötzlich dies oder jenes tue, weil ich mich ausrichte nach dir und orientiere nach dem, was in deinem Wort gesagt wird. Da werden Menschen komisch schauen. Und wir geben dir diese Menschenfurcht und wir empfangen, dass du wirst in meinem Leben. Und wir nehmen diese Geschichte vom Josef und speziell diesen Vers aus 1. Mose 41 prophetisch, aber Gott wird mir sicher eine gute Antwort geben. Gott wird mir sicher beistehen. Gott wird mir sicher helfen. Gott wird mir sicher helfen, wenn ich meine Komfortzone verlasse. Gott wird mir sicher Mut geben für den richtigen Schritt. Amen. Amen. Wow. Ich möchte mit euch dieses Gebet beenden mit der inneren Kraft durch Glauben. Ich möchte 2 Bibeltexte vorlesen, wo es uns eben ganz kurz erklärt. Heute geht es ja um das Thema Glauben, dass wir mit Glauben in das neue Jahr gehen. Und wie gesagt, Josef hatte diesen Traum, dass die Brüder sich vor ihm niederwerfen werden. Und die Brüder waren schon eifersüchtig, die waren schon aufgeregt auf Josef und er ballt das dann noch richtig so rein. Und jetzt möchte ich euch ganz kurz 2 Verse vorlesen, wie eben Josef in die Bestimmung kam. Und dieses Wort eben kam anders raus, als Hauptsache die Brüder werden sich vor ihm niederbeugen. Es gibt eine innere Kraft durch den Glauben. In 1. Mose 41, Vers 43 heißt es, er ließ ihn in den Wagen des 2. Staatsoberhauptes besteigen. Wo auch immer Josef sich sehen ließ, wurde vor ihm ausgerufen, werft euch vor ihm nieder und ehrt ihn. So setzte der Pharao ihn zu seinem Stellvertreter über das ganz Ägypten ein. Das Wort niederbeugen war da drin. Aber das war gar nicht die Bestimmung, niederzubeten. Und wir sehen jetzt dann im Vers 41, Vers 55. Und jetzt kommt wirklich der Knaller, eben wie Gott sein Leben gebraucht hatte. Doch auch hier hungerten die Menschen und flehten den Pharao um Brot an. Die Menschen haben den Pharao um Brot angefleht. Und der Pharao sagte, wendet euch an Josef, antwortet ihnen und tut, was er euch sagt. Das war die Bestimmung, dass Josef den Menschen in Hunger das Essen gab. Und ich möchte dir sagen, du wirst durch Dinge durchlaufen, die machen keinen Sinn. Und eines Tages wirst du die Bestimmung sehen und merken, aha, der Traum, den ich hatte, war ja nur, Gott hat mich angeschoben, wie ein Bob, sage ich mal, oder wie ein Auto, das mal losfährt. Und irgendwann plötzlich hat Josef gemerkt, das kommt plötzlich alles zusammen. Und darum darf man auf dem Weg, den man geht, nicht zu früh bereits schon ein Urteil fällen. Viele Leute viel zu früh ein Urteil. Ich habe versagt, Gott kommt nicht zum Ziel. Sag immer, wieso weißt du das? Das Buch ist noch gar nicht zu Ende geschrieben. Und ich möchte jetzt wirklich beten, dass Gott dir Kraft gibt, auch in den Momenten, wo du Dinge nicht verstehst, nicht siehst, keinen Plan mehr hast, Geduld schon lange unter Null, dennoch nicht aufgibst, so lange festzuhalten, bis du siehst, alles kommt am Ende bei Gott zusammen. Und ich segne dein Leben wirklich mit dieser höchsten Kraft, die es gibt. Der allmächtige, allwissende und allgegenwärtige Gott ist mit dir, ist bei dir, ist über dir. Und ich bete auch, dass in all diesen Themen, wo du mittendrin bist, wo du um den Willen Gottes fragst, um Weisheit Gottes fragst, um auch, sag jetzt mal, um eine Schlauheit vom Gott erbittest, vielleicht auch ein bisschen eine Gunst erbittest, in all diesen Themen drin rufe ich dir jetzt zu, das gute Werk, das Gott in dir angefangen hat. Er hat was in dir angefangen. Er wird es zu Ende bringen. Das ist eine Zusage. Er wird es zu Ende bringen. Und die Bibel sagt, die einen werden gerettet werden wie durchs Feuer hindurch. Gut, immerhin, lieber ein bisschen angebrannt als gar nicht. Aber es bedeutet, dass Gott uns sogar noch hineinzerren wird
hineinstoßen wird, hineinpushen wird, die einen. Und die einen von uns werden da fröhlich hineinlaufen mit einer Würde und andere werden so hineingezerrt, weil Gott hat versprochen, dass er das Ende bei uns gut machen wird. Und ich segne dieses Jahr über all diesen Dingen, dass Gott dir anvertraut hat. Aber ich bete, dass dein Glaube wächst. Du sagst, bin mehr ein bisschen der Thomas, der sagt, wenn ich nicht die durchbohrten Hände von Jesus sehen würde, kann ich nicht glauben. Dann wird Jesus dir begegnen, wie ihm Thomas begegnet, sagt, lang meine Hände an. Denn Petrus, der hat total versagt und Jesus lief ihm nach und hat ihn dreimal gefragt, liebst du mich? Und Petrus hat geschnallt, ich habe dreimal total versagt. Und Jesus hat gesagt, dann weide meine Schafe. Und ich möchte das bewusst jetzt diese Bilder ein bisschen aufmachen von Josef, von Petrus, auch von Abraham, von Moses, von Deborah, von Ruth. Du kannst die ganze Liste durchgehen. Gott kam mit ihnen zum Ziel und ihr Glaube wuchs von Tag zu Tag im Namen von Jesus Christus. Amen. Amen. Ihr Lieben, mir ist es mega, mega wichtig, lasst uns diese 21 Tage wirklich zusammen nutzen. Also wir machen das nicht, weil wir angestellt sind. Das ist mir mega, mega wichtig, weil ich bin so überzeugt von dem, dass wir beten zusammen, weil die Bibel sagt, wenn 2 oder 3 zusammenkommen, ist er in unserer Mitte. Und wenn ich diesen Chat jetzt anschaue, das sind mega, mega viele Leute. Und ich finde, die Geschichte von Josef gibt so viele Nuggets her. Es ist nicht einfach eine Love Story, es ist eine perfekte Story. Es hat viele Dinge drin, die sind spooky. Josef musste den Brüdern vergeben. Das war gar nicht so einfach. Josef musste vertrauen im Gefängnis. Mein Stolz ist noch da in der Grube. Ich hab versagt. Und darum nochmals, wenn du einfach merkst, dieses Buch und auch die nächsten paar Wochen ist deine Hilfe, dann bitte bestell dieses Buch, weil es ist eine coole Hilfe von 31, sage jetzt mal, Gedanken von Josef von A bis Z, ist noch interessant. Und dann werden wir, wie gesagt, auch morgen Abend beten. Und wir haben uns entschieden, den heutigen Abend folgendermaßen zu beenden. Und zwar mit einem Lied. Und dieses Lied hat unsere Worship-Band aufgenommen und der Grund ist das, sie hatten ja eine Jesus First Conference, die waren alle involviert, das war gewaltig, 1000 Teenagers da zu sehen, die haben Jesus geliebt und sie haben gesagt, hey, wir sind platt und ich habe sie heute gesehen, sind um 4 Uhr nach Hause gegangen, sind alle platt, aber was ich liebe, sie haben es aufgenommen und das bedeutet, sie haben nicht einfach gesagt, ja komm, wir haben keine Zeit, das heißt, wir haben ein Team in der Church, das sich überlegt, wie können wir dennoch und trotzdem uns dienen. Und der letzte Song, den wir nehmen und mit dem zoomen wir dann auch raus, ist The House of Miracles. Lasst uns ein Haus der Wunder sein. Und ich möchte dich einfach einladen, den Song zu singen über deine Situation, wo du bist. Vielleicht ist deine Familie weit weg von perfekt. Vielleicht hast du eine Situation in deiner Familie, ist wirklich so komplex und verstritten, was auch immer. Es kann sein in deiner Gesundheit, in deinen Finanzen. Du kennst ja selber, ich muss es gar nicht erwähnen, deine Themen. Aber ich möchte diesen Song bewusst jetzt mit dir zusammen singen, prophetisch. Wir sprechen das aus, wie Gott es sieht. Weil am Anfang war die Erde wüst und leer. Sie war wüst und leer. Es kann sein, dass deine Familie ist wüst und leer. Genau das Gleiche, da ist überhaupt kein Leben da. Dann sprach Gott. Und durch das Sprechen, durch das Singen kommt Leben ein. Du formst deine Zukunft und du formst dein Leben. Darum, wir werden in diesen Song hineingehen und nach diesem Song ist dann Goodbye und dann sehen wir uns morgen wieder, Hour of Prayer um 12 Uhr und am Abend auch. Morgen haben wir zweimal Gebete. Wir sind eine betende Church. Also, ist gut so. Also, ich segne dich nochmals, dass du weißt, dein Haus ist ein Haus der Wunder. Und ich spreche das aus im Glauben als ein Leiter der Kirche, ein Leiter der Familie. Ich erhebe meine heiligen Hände. Ich erhebe sie zum Himmel. Das hat die Bibel gesagt, erhebt eure heiligen Hände. Ich erhebe sie zum Himmel, weil meine Hilfe kommt von Gott und ist ein Zeichen. Der Schöpfer vom Universum, der Schöpfer von meinem Leben, von deinem Leben hat versprochen, ich werde niemals meine Hand von dir wegziehen. Gott hat deinen Namen in seine Handfläche eingraviert. Du stehst in den Händen Gottes eingraviert. Und diesen Song singen wir prophetisch, dass diese Dinge, die noch nicht im Lot sind, diese Dinge, die noch nicht in einer göttlichen Ordnung sind, wirst du, Gott, Ordnung schaffen im Namen vom Vater, vom Sohn von Jesus Christus und auch in der Kraft des Heiligen Geistes. The House of Miracles. Lass uns den zusammen singen.
This is a house of worship. This is a place of praise, where every demon trembles, where we proclaim your name. This is a house of healing. Our hearts are full of faith. You have our full attention. You have the final say. Come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is a house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is a house of miracles. There's resurrection power. Your blood runs through our veins. Your kingdom triumphs over even the coldest grave. Come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is a house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is a house of miracles. I still believe. I still believe.